Ich, W16, beichte, dass ich mit circa 11 Jahren mit einer Möhre entjungfert habe. Mit einer Möhre, mit einer Karotte hat sie sich wirklich die Karotte in der Mumu reingeschoben. Yo, was geht, meine liebe Zuschauer, und herzlich willkommen auf diesem wunderschönen Kanal Phoenix TV. Wir haben heute wieder Beichten für euch, und zwar ganz kranke. Wenn ihr das letzte Video noch nicht gesehen habt, klickt hier oben auf das i, dann gelangt ihr zum letzten Video. Und ich würde sagen, nicht lange rumgeschnackert, legen wir los mit der Beichte. Und zwar, ich W19 beichte, dass jedes Mal, wenn ich meinen Fußnägel schneide, immer den abgeschnittenen Fußnagel meines großen Zehs esse. Ich würde sagen, guten Appetit, mein Freund. Ich W16 beichte, dass ich mit circa 11 Jahren mit einer Möhre entjungfert habe. Bruder. Mit einer Möhre, mit einer Karotte hat sie sich wirklich die Karotte in der Mumu reingeschoben. Mit 11 Jahren. Ich habe was verpasst. Mit 11 Jahren? Ich habe gezockt. Was habe ich falsch gemacht? Was ist los mit der Generation von heute? Ich, W21, Türkin, war letztens auf einer türkischen Hochzeit von einer guten Freundin. Ich war so eifersüchtig, dass sie vor mir heiratete, dass ich ihren Ehemann verführt habe und aufs Klo gefickt habe. Mein Freund saß im Saal, als es passierte. Ey. Ah nein, das hatten wir schon letztes Mal. Aber ganz ehrlich, es fällt mir einfach nichts ein, wie man so drauf sein kann. Einfach nur abschauen. Frustfähig. Ich M14 beichte, dass ich für 10 Euro in den Abstellraum unserer Schule gekackt habe. Bruder, mit 10 Euro? Was würdest du denn mit 100 machen? Oder mit 1000? Oder sagen wir mit 1 Million? Würdest du da jemand... Naja, ich habe den Glauben an die Menschheit verloren. So leid es mir tut, wenn ich solche Beichte hier lese, denke ich mir, was muss derjenige, der das geschrieben hat, in dem Moment gefühlt haben? Der dachte sich bestimmt, oh, ich schreibe heute eine Beichte. Ich, 18, habe mir 20 Finger in meine Mumu reingesteckt. Ja, senden. Lügen darf man nicht sagen. Ich, W25, beichte, dass ich mir die Kackwurst von meinem Freund, wenn sie hart genug ist, vaginal mit einem Kondom einführe. Ich liebe dieses Gefühl. Eine Kackwurst. In einem Kondom. Vaginal reingeführt. Hallo, ich M21 beichte, dass meine Freundin mir den dicken Zeh in meinen Arschloch gedrückt hat. Bruder, da... Mir fällt einfach nichts mehr ein. Leute, ich will so gerne was sagen, aber ich kann's nicht. Ich kann's wirklich nicht, deshalb lasse ich es lieber. Ich, W25, beichte, dass ich vor 5 Jahren im Schwimmbad vom 5 Meter Sprungbett gesprungen bin und mich entjungfert habe. Beim Aufprall, weil ich die Beine auseinander hatte. Von 5 Meter. Und die Beine gespreizt ins Wasser. Das muss aber geklatscht haben. Eine Frage, ist das überhaupt möglich? Kann man den Jungferhäutchen verlieren, wenn man von 5 Meter? Das muss auch sau wehtun. Auf jeden Fall schreibt's in die Kommentare, was ihr denkt, ist das überhaupt möglich? Lügen darf man nicht machen. Ich W34 beichte, dass meine Tochter 11 YouTube-Verbot hat, weil sie Videos von dieser Bibi Beauty Palace anschaut. Ich finde es richtig krank, wie unsere Gesellschaft sich verblödet. Als sie mir das Lied zeigte, musste ich ihr aufklären, dass sie diese Show alles für das Geld macht. Sie wurde frech und ich musste ihr das Handy wegnehmen, bis sie sich bei mir entschuldigte. Welches Lied meint sie denn? Meint sie denn das Lied hier?
Gib's mir Doggy, gib's mir Doggy, gib's mir Doggy. Nee. Sie meinte Bibi. Hatte Bibi einen Song? Natürlich hatte sie einen Song. So viele YouTuber haben schon davon berichtet. Ich werde auch nicht jetzt davon anfangen. Einen geilen Refrain. Bruder, Eminem könnte es nicht besser machen. Du, Bibi, alles vernichtet. Eminem gegen Bibi. Ich W16 beichte, dass ich eine Nutte als Mutter habe und das durch eine Freundin erfahren musste, die mir ihre Pornoseite geschickt hat. Bin so verstört. Ich meine, stellt euch mal das vor. Ihr seid mit einem Freund oder Freundin unterwegs. Ihr guckt zusammen, was auch immer, Pornos. Und da schaut euch so ein Porno an und ihr denkt, verdammt, die sieht aber aus wie meine Mutter. Und dann, ne, ihr wisst, was in einem Porno passiert. Und dann kommt diesen Moment, wo der Mann... Please give me cock. Und man sieht, fuck, das ist meine Mutter. Das ist der Moment, wo ich sagen würde, schon so spät. Ich muss aber dringend los. Ich weiß, ich habe diesen Witz schon mal gebracht. Wenn du wissen willst, wo, schau in die Beschreibung. Das letzte Video von Beichten habe ich dort verlinkt. Und wir sind am Ende des Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne ein Like da. Teilt das Video. Supportet mich. Abonniert diesen Kanal. Denn bald haben wir die 400 Abonnenten-Marke geknackt. Ich würde sagen, haut rein Leute. Euer Phoenix TV. Tschüss zusammen.